Grüß Gott, Kinder. Findet ihr nicht auch, dass es ungerecht wäre, wenn nur wir Menschen alles Mögliche verlegen und verlieren, während ein Kobold zwar daran schuld sein kann, zumindest in der Umgebung von Meister Eder, aber selbst nie etwas verlegt und verliert? Die Geschichte, die ich euch heute erzähle, konnte nur passieren, weil der Pumuckl etwas verloren hat. Und zwar einen Glasschusser oder wie manche sagen, eine Glasmurmel. Ihr kennt sie sicher. Innen in der durchsichtigen Glaskugel sind lustige bunte Linien. Eine rechte Augenweide für jeden, der gern spielt. Erst recht für einen Kobold. Ihr werdet vielleicht sagen, dass er damit ja nichts Wertvolles verloren hat. Aber für den Pumuckl hatte die Glaskugel großen Wert. Er konnte so herrlich damit spielen, konnte immer wieder durch sie hindurchschauen. Verzweifelt suchte er im ganzen Haus und fand sie nicht. Recht unglücklich kam er zum Meister Eder. Oh, meine schöne Glaskugel ist weg, einfach weg. Hast du die vielleicht zusammengekehrt und in den Ofen geworfen? Ganz bestimmt nicht, Aber Pumuckl. die kann doch nicht einfach so fortgeflogen sein. Ja, ist er nicht. Muss bloß gescheit schauen, wahrscheinlich. Ich schau und schau doch schon die ganze Zeit gescheit. Ja, nachher weiß ich's auch nicht. Du hast's leicht, wenn du was verlegst, dann bin ich schuld. Aber wer ist denn schuld, wenn ich was verlege? Ja, du. Du lachst, wenn ich traurig bin. Ja, mein Pumuckl. Man lacht nicht, wenn Soll jemand ich traurig ist. Pumuckl, soll ich den wegen dem Schusser warnen? Hast du schon im Hof gesucht? Nein. Wenn ich mich recht erinnere, dann hast du doch gestern draußen im Hof damit gespielt. Hab ich gespielt? Ja. Ja, natürlich, du hast recht. Ich muss im Hof suchen. Ich schaue unter jeden Grashalm und unter jeden Stein und unter überall schaue ich. Komm, da gehen wir gleich. Ja. Der Pumuckl schaute wirklich unter überall, aber er fand den Schusser nicht. Dafür fand er etwas anderes, etwas, das ihm so schön schien, dass er ganz außer sich war vor Freude. Einen kleinen goldenen Anhänger, wie man ihn an einem Kettchen am Arm oder auch am Hals trägt. Dieser Anhänger hatte die Form eines Herzens. Pumuckl rannte natürlich damit sofort in die Werkstatt. Schau, was ich da habe. Ja, was hast du? Schau mal, ein Herz, ein schönes goldenes Herz. Das ist ja viel schöner als meine Glaskugel, nicht wahr? Ui, ich habe ein Herz gefunden, ein goldenes Herz. Pfeil, grad. Ja, Pfeil grad. Sag mal her, ob das echt ist. Das ist echt. Und wie das echt ist, das ist ein echtes Herz, das sieht doch jeder. Ja, ich hab von so Schmucksachen ja keine Ahnung. Ja, ich schon, ich bin ja Aber ein wenn alter das echt Schmucksacher. Gold ist, Was? du, na dürfen wir es nicht behalten. Nee, das ist ja kein Gold. Nein, das ist lieber nicht echt Gold und ich darf's behalten. Na, das geht nicht. Wieso geht denn das nicht? Aber du weißt ja gar nicht, wem es gehört, also Nein. kannst du es doch auch gar niemandem zurückgeben. Nachher muss man es auf der Polizei abgeben. Wieso denn? Aber warte mal. Du, da war doch neulich die Frau Meisner da. Die hat da so ein Armband gehabt, wo ringsrum lauter so goldene Sachen dran gehängt sind. So. War da nicht auch ein Herz dran gehängt? Das weiß ich nicht. Freilich war's das. Nein, das weiß ich Du hast ja noch drüber geredet. Nein, ich... Ein kleines Telefon ist dran gehängt und darüber ein hab ich Pinguin geredet. und eine Weltkugel. Ja. Nur ganz narrisch war's nachher, wie die Frau Meisner wieder fort war. Und wenn ich mich recht erinnere, war da auch so ein Herz dran gehängt. Nein. Ich meine, da war schon ein Herz dran, aber es war ja viel größer. Das sagst du jetzt bloß, weil du das behalten willst. Nein. Aber ich muss heute Nachmittag sowieso zur Frau Meisner. Da nimm ich das Herz mit und frag's. Ja, und dann sagt sie einfach, ja, es gehört mir, und dann nimmt sie es mir weg. Und dann habe ich keine Glaskugel und dann habe ich keinen Schusser und dann habe ich überhaupt keine Freude. Ja, freilich, du wirst keine Nichts hat der Freude haben, arme gell? Pumuckl, gar nichts. Na. Nein, ich geb's nicht her. Ich geb's nicht her. Ich geb's nicht her. Aber da nützte alles nichts. Meister Eder hätte es auf keinen Fall zugelassen, dass der Pumuckl den Anhänger behält. Und als er am Nachmittag mit dem Herz zur Frau Meisner ging, war der Pumuckl bitterböse. Er versuchte geschwind noch, das Herz dem Meister Eder wieder aus der Tasche zu stibitzen, aber der Schreiner kannte seinen Pumuckl und das Stibitzen misslang. Der Meister Eder fragte also Frau Meisner. Ich hab da bei mir im Hof was gefunden, von dem ich mir denken kann, dass sie es verloren haben. Ja, was ist... Also, sie haben da so ein Armband mit allerhand Sachen drauf. Ja. Fällt ihnen da nicht ein Herzl? Ja, da ist ein Herz dran. Okay. Moment, Herr Eder, ich schau mal nach. Ja, schauen Sie mal. Aufgefallen ist mir nichts. Nicht? Aber es könnte ja sein. Ja, vielleicht doch.
Na, Herr Eder, da fällt nichts. Das Herz ist noch dran. Na, muss ich es auf Polizei tragen. Darf ich es einmal anschauen? Gern. Da, Moment. Da schauen Sie her, ich hab's im Geldbeutel gesehen. Da ist, sehen Sie es, das ist... Also ich glaube nicht, Herr Eder, dass Sie das auf Polizei tragen müssen. Nicht? Nein, das ist nicht echt. Ah, das ist nicht echt. Das ist gar nichts wert. Höchstens ein Kind trägt sowas. So? Das können Sie höchstens wieder einem Kind schenken. Auf der Polizei wird man das sicher gar nicht annehmen. So, Sie glauben, dass das nicht echt ist? Nein, ganz bestimmt nicht. Nicht? Das sieht man sofort. Da schauen Sie her, hat ja auch gar keinen Stempel. Ah ja. Also, ich würde sowas nicht tragen. Ja, wissen Sie, ich kenne mich mit dem Schmuck überhaupt nicht aus. Ich hab in meinem Leben noch nie ein einziges Schmuckstück gekauft. Juwelierling kenne ich bloß von außen. Na ja, Herr Eder, Sie können es ja im Geldbeutel lassen, als Talisman. Vielleicht bringt es ja noch Glück. Ja, das könnte man machen. Also, Dankeschön, Frau Meißner. Meister Eder freute sich, dass der Anhänger unecht und wertlos war, denn dann konnte er das goldglitzernde Ding dem Pumuckl ohne schlechtes Gewissen schenken. Pumuckl! Pumuckl! Komm mal her. Warum? Ich hab was für dich. Für mich? Ach, Ja. Oh, hast du die Glaskugel gefunden? Oder Da, hast du... das Herzl gehört dir. Aber das ist ja das schöne goldene Herz. Ja. Ui, ui. Und ich muss es nicht mehr hergeben. Nein, nein. Und muss es auch nicht auf die Polizei tragen. musst und die nicht. Frau Meißner will es auch nicht. Und es gehört ganz und gar mir. Ja, du darfst das behalten. Oh, ja. Weißt, das ist mehr, wie soll ich sagen, mehr ein Glücksherz als ein Goldherz. Das ist nicht so wertvoll, dass man es Ein gleich... Glücksherz, ja. Das habe ich ja gleich gewusst, dass das ein Glücksherz ist. Herz aus Gold ist Koboldenhold. Das ist ein Koboldsgesetz. Ja, das ist ein uraltes Koboldsgesetz. Ja, uraltes Gesetz. Auch wenn du gerade jetzt erst erfunden hast, gell? Nein, das ist keine Erfindung von mir, sondern Nicht? eine Findung. Herz gefunden verheißt glückliche Stunden. Das ist 1057, 14 Jahre alter Sündspruch. Na, also, na verlier's Herzl nicht, gell? Nein. Wenn es schon so viel Gesetze und Sprüche dazu gibt. Nein, das verliere ich doch nicht, weil ich das nämlich, also das binde ich nämlich an, weißt du? So. Dafür ist nämlich der kleine Ring, schau mal da, dieser Ring, der ist dafür da, weißt du? Ja, leicht verstehe ich das. Und zwar binde ich es, ja, wo binde ich es gleich an? Wo ich es immer sehen kann. Das reimt sich. Alles, was mit Herz zu tun hat, Ja. reimt sich. Das ist eine alte Weisheit. Ja, sehr alt. Ja, binde ein Herz an, wo man es sehen kann. Ich weiß, wo ich es anbinde. So, wo denn? Ja, ich binde es nämlich an meine Schaukel. Und wenn ich dann schaukle, dann schaukelt das Herz mit. Freilich. Und wenn ich nicht schaukeln mag, dann kann ja das Herz alleine schaukeln, nicht? Und dann ist mein Herz immer vergnügt. Ein Schaukelherz fühlt niemals Schmerz. Ein altes Sprichwort, gell? Nein, das ist ein neues Gedicht. Das So ist ein von neues? mir, ja. Ja, da schau her. Das Ja. ist gut, nicht wahr? Du, da schau her. Da hab ich ein rotes Bandel. Mit dem kannst du dann deine Schaukel hinbinden. Komm, geh her. Ich mache ein schönes Schleiferl. Ui, was für ein schönes Schleiferl im schönen Banderl vom goldenen Herzl am Schaukerl. Also so viele Erl auf einmal habe ich überhaupt noch nie nebeneinander gesehen. Pumukerl ist voller Glückerl. Ja, das freut mich. Ja, und jetzt schaukle ich mein richtiges, also das da drinnen, mein Herz und mein goldenes Herz, die schaukeln jetzt miteinander so Ja, hin ja. und her und hin und her. Ja, So, also zwei schaukeln. Herzen schaukeln hin und her, tralala, tralala, das freut das eine und das freut das meine, das freut die beiden Herzen sehr. Das ist aber schön. Es geht aber noch weiter. Das Glücksherz hängt am roten Band und meines sitzt da innen und schaukeln beide miteinander. Dann muss ein Kobold singen. Trala, trala, sing doch mit. Ja. Trala, 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 trala. Es war also alles eitel Glück und Wonne, so dass der Pumuckl sogar den Verlust seiner Glaskugel darüber vergaß. Leider dauerte dieses Glück nur bis zum Nachmittag. Da holte sich der Meister Eder Zigaretten und auf dem Rückweg zur Werkstatt sah er im Hof die kleine Bärbel vom Vorderhaus. Sie suchte den ganzen Hof ab, so ähnlich wie am Vormittag der Pumuckl nach dem gläsernen Schusser. Suchst was, Bärbel? Ja, Herr Eder, Was suchst denn? ein Anhänger. Ein Anhänger? Ja, ein kleines goldenes Herzl. Das hat mir der Papa von der Reise mitgebracht. Es war echt Gold. Echt? Ja, ich hab's an einer Halskette gehabt. Hast du die auch verloren? Nein, die ist ins Gleiten gerutscht. Aber der Anhänger ist nicht mehr dran gewesen.
Der muss da irgendwo im Hof sein. Hof? Der Papa schimpft furchtbar, wenn ich es nicht mehr finde. Wahrscheinlich ist das Herzl, das... Ja, haben Sie es gefunden? Ich nicht, aber ja, was mache ich denn jetzt Ja, da? wissen Sie, wie er es gefunden hat? Schon, aber ob's der jetzt wieder hergibt? Das muss er hergeben. Alles, was man findet, muss man wieder hergeben. Ja, da hast du schon recht. Aber ich bin jetzt da in einer Zwickmühle. Weißt du, der es gefunden hat, der hat mich gefragt, ob er es behalten darf. Und da habe ich ja gesagt. Jetzt gib Acht, Bärbel. Pass auf. Komm in einer halben Stunde in meine Werkstatt. Ich muss mit ihm reden. Ist es denn ein Bub? Beim tragen doch gar keine Halsketten. Schon. Also komm später. Nachher gebe ich dir das Herzl. Ja? Sag's ihm, wenn er es nicht hergibt, dann kommt meine Mama. Und dann... Na, das braucht's nicht. Du kriegst dein Herzl schon wieder. Ui, danke, Herr Eder. Ich sag's gleich meiner Mama, dass ich's wieder krieg. Oh mei, oh mei, oh mei. Das wird jetzt eine Enttäuschung werden für einen Pumuckl. Dem Meister Eder war keineswegs sehr wohl in seiner Haut, als er die Werkstatt betrat und den Pumuckl vergnügt schaukeln und singen sah. So ein Herz ist ein Scherz ohne Schmerz. Du, Lalala, wenn Pumuckl, es schaukelt, wenn du, es gaukelt, horch wenn es einmal. gaukelt, wenn es gaukelt, lalala. Du, jetzt hör mal lalala. singen auf. Warum? Ja, ich muss mit dir Du reden. kannst ja auch mit mir singen. Sing doch mal mit. Ich bin froh. Trollolo, Weißt du, ich bin gerade der trollolo. Bärbel begegnet Ui, und... wenn du ihr wieder mal und, begegnest, dann sag ihr schöne Grüße von mir. Herzliche Grüße. Du kannst jetzt allen Leuten herzliche Grüße von mir sagen, weil ich nämlich ein Herz Also, habe. es ist ja so, Pumuckl. La, la, Weißt la, du, la, la, la. das goldene Herz Ja? gehört nicht mit der Bärbel. Hä? Nein, das gehört mir. Das hast du mir geschenkt und deshalb gehört es mir. Ja, ich hab ja nicht wissen können, dass das die Bärbel verloren hat und dass sie es jetzt sucht, weil es ein Mitbrinkel von ihrem Vater ist und dass das Kind nachher geschimpft wird. Was? Aber jetzt weiß ich's halt. Ja, dann vergiss es eben wieder. Pumuckl, das hat keinen Sinn. Nein, So ich leid's will mir ein tut, Herz nicht, ja. du musst das Herz wieder hergeben. Das geht nicht anders. Das geht schon anders und ich gebe es einfach nicht her. Pumuckl, du kriegst von mir mal ja anders. Komm, sei vernünftig. Ich Geh bin ja weiter. vernünftig, aber Ja, du geh. bist nicht vernünftig. No. Sonst würdest du wissen, dass das ein Glücksherz ist, das man überhaupt nicht wieder hergeben Ja, kann, weil man sonst nämlich auch gleich das Glück Na ja. mit hergibt und das wäre sehr unvernünftig. Geh zu. Das Glück hängt doch nicht an einem Anhänger. Na, doch, wo soll es denn sonst hängen? In deinem wirklichen Herz. Nein, Ja. mein wirkliches Herz ist sehr unglücklich, wenn du mein unwirkliches Herz der Bärbel geben Also willst. jetzt reden wir nicht lang rum. Komm, zieh Schleiferl Nein. auf und gib dem Kind sein Eigentum zurück. Bitte, ich ziehe die Schleife auf. So, hier, bitte. Ja, so ist So, brav. aber nicht Ja. um dem Kind mein Eigentum zurückzugeben, sondern um es ganz alleine mir zu geben. Was? Jawohl, ganz allein. Was? Ganz allein. Pumuckl! Pumuckl! Ganz allein. Pumuckl! Ich Komm. verstecke es auf Komm, Nimmerwiedersehen. gib's her. Verstecke ich es. Gib's her, aber Pumuckl, komm. Pumuckl. Ah, das hab ich kommen sehen. Der Pumuckl war wie ein Blitz oben in der Wohnung mitsamt dem goldenen Herz und versteckte es unauffindbar. Was kein besonderes Kunststück für einen Kobold ist, nachdem ja der Anhänger nicht größer als ein 10-Pfennig-Stück war. Nach einiger Zeit kam er vergnügt wieder in die Werkstatt. So, das hätten wir. Weg im Versteck. Es ist zwar sehr schade, dass jetzt das Herz nicht mehr mit mir schaukeln kann, aber das macht nichts. Jetzt ist das goldene Herz ein Geheimschatz vom Pumuckl. Schatz bewachen, Koboldsachen. Ja, und mich bringst jetzt in die größte Verlegenheit. Ja, was sag ich denn jetzt? Du sagst jetzt die schöne, schlichte, einfache Wahrheit. Herz ist weg, keiner kann es finden, mag er sich auch noch so schinden. Ja, ich bin ein großer Dichter. Aber Pumuckl, Ein ganz also großer ich Dichter. finde es gar nicht schön von dir, dass du... Ah, jetzt kommt die Bärbel schon. So, aber das Herz ist weg. Herr Eder, haben Sie meinen Anhänger schon? Nein, Bärbel, leider... Ja, aber Sie kriegen ihn doch. Ich weiß nicht, es ist was Dummes passiert. Der Anhänger ist schon gefunden worden. Aber jetzt ist er wieder weg. Weißt du, verloren, verstehst du, ja? Oder machen Sie bloß Spaß, Herr Eder? Nein, Bärbel, leider nicht. Aber da kann man doch noch suchen, wo hat's denn der Bub verloren? Weißt, das Herzl ist so klein, das verschlupft sie, dass man es nicht mehr findet, ja? Tut mir wirklich schrecklich leid, Bärbel. Aber Sie haben doch gesagt, und meine Mama ist auch so froh. Ja. Und wenn heute Abend der Papa heimkommt. Sei nicht traurig, Bärbel. Vielleicht taucht's da noch auf. Ich werd's auch suchen.
Vielleicht, dass ich es morgen oder übermorgen finde. Der Papa wird mir nie mehr was mitbringen. Das Herz war mein Talisman. Was hast denn da in der Hand? Bloß ein Glasschusser. Ein Glasschusser? Den habe ich gefunden, wie ich nach dem Herz gesucht habe. Jäger, das ist ja mein Schusser. Gehört der einer? Ja, das ist du, Bärbel, das ist mindestens so ein guter Talisman wie dein Herzl. Wenn er einer gehört, da? Nein, Bärbel, Peuten, ich habe eine Idee. Du peutst jetzt den Glücksschusser so lang, bis ich das Herzl wiederfind. Wirst sehen, das bringt dir Glück. Aber ich kann doch dem Papa nicht den Schusser zeigen und ans Kettel kann ich doch auch nicht hinhängen. Das ist wahr. Aber trotzdem rate ich dir, heben gut auf. Denn ich hab als Bub alleweil in meiner Hosentaschen dran, den Schusser. Jetzt tust du in die Taschen von deinem Schürzerl. Und morgen kommst wieder, vielleicht hab ich dann das Herzl. Aber das sagen sie ja. Nein, ich hab meine Gründe, warum ich das sag, glaub mir's. Also, verlier den Schusser nicht. Und wenn sie das Herz halt doch nicht mehr kriegen? Nachher gehört der Schusser dir. Der ist nämlich schön. Hast du ihn schon genau angeschaut? So einen gibt's gar nicht mehr. So schön ist der. Eine Rarität. Ja, er ist zwar nicht aus Gold, aber er hat's in sich. Wenn's mich fragst. Mir war sogar der Schusser lieber als das Herzl. Schon, aber Ja, was? Wart nur. Vielleicht kannst du ihn schon bald gegen deinen Anhänger eintauschen. der Papa, der kommt doch heute abends heim und der schimpft mir. Ja, schau halt einmal vorbei, noch bevor dein Papa heimkommt. Ich kann zwar nichts versprechen, aber vielleicht. Das Fragen kostet ja nichts. Aber vergiss deinen Schusser nicht. Nein, den vergiss ich nicht. Mein Schusser, mein Dort, jetzt ist er davon. Pumuckl! Herbert, schnell fangen! Aber der ist ja unter die Brille. Au! Was ist denn? Mich hat was zwickt, weil ich unter die Brille reinklammern wollte. Wart, das werden wir gleich haben. Bärbel! Geh mal schnell hinaus in den Hof. Na, sieh ihn besser. Jetzt ist der Schusser unter den Ofen reingekupft. Wird der hupfen kann wie ein Gummiball. Gib augenblicklich den Schusser her. Ja, aber Herr Eder, ich hab ihn ja nicht. Da ganz hinten in der dunklen Ecke, da hinten Pumuckl, ist er. ich sag, das sind Gurken. Wir haben schon. Das ist ein Glück, sag ich dir. Heißt der Schusser Pumuckl? Der Schusser, ja, hab ich Pumuckl gesagt. Sie haben mit dem Schusser geredet und Pumuckl zu ihm gesagt. So. Aber das ist bloß so eine dumme Angewohnheit von mir. Also da hast du jetzt den Schusser. Aber halt ihn ganz fest, bis du draußen bist. Sonst hupft er da wieder davon. Ich halte den Pumuckl ganz, ganz fest, Herr Eder. Und komm wieder. Aber nur mit dem Schusser. Ja, Herr Eder, Dankeschön. Ja, bitteschön. Sie hat meinen Schusser, meinen schönen Schusser. Ich will ihn wieder haben. No. Du darfst dir meinen Schusser nicht mitgeben. Du darfst nicht einfach meine Sachen hergeben. Jetzt führ dich nicht so auf, ja? Ich hab den Schusser ja nicht für immer hergeben. Sondern du kriegst ihn ja wieder, wenn du das Herzl dafür rausruckst. Nein, ich ruck's überhaupt nichts heraus. Ich bin doch nicht verrückt. Das Herz gehört mir, weil du Ja. es mir geschenkt hast. Und der Schusser gehört auch mir, weil du ihn mir auch geschenkt hast. Pumuckl, hast du eigentlich nicht gesehen, wie traurig die Bärbel war? Ich bin ja auch traurig und du siehst's nicht. Na. Ich will den Schusser wieder haben. Du hast mir nie gesagt, dass das ein ganz besonderer Glücksschusser ist. Ein ganz besonderer, ganz schöner Glücksglaskugelschusser. Nein, das hab ich nicht gesagt. Aber jetzt sag ich dir was übers Glück. Ich will nichts übers Glück hören, ich will Doch. es haben. Glücksherz und Glücksschusser, alles, was mit Glück zu tun hat, das gehört dem Pumuckl. Du hörst mir jetzt zu. Nein, ich laufe jetzt der Bärbel nach. Ich nehme mir den Nein. Glücksschusser ab. Ich hole ihn ihr aus der Schürzentasche. Da bleibst. Nein, lass Nein, mich aus, da. lass mich aus, Nein, ich will raus. Nein, ich lass dich nicht aus. Erst wenn du mir zuhorchst. Ich will den Glücksschusser. Hör jetzt endlich mit dem Schmarren vom Glück auf. Du hast selber gesagt. Ja, sowas sagt man so dahin. Wieso? Aber das Glück hat weder was mit dem Schusser, noch was mit dem Anhänger zu tun. Das Glück, das hat man da drin, in sich selber. Nein, da habe ich überhaupt nichts drin. Ja, das ist traurig. Weil dann nämlich mit deinem echten Herz was nicht stimmt. Das kann nämlich gar nicht glücklich sein, wenn's weiß, dass ein anderer unglücklich ist. Wieso? Da Wieso? nützt der schönste Schusser nix. Wieso? Du hast doch gesehen, dass die Bärbel ganz nasse Augen gehabt hat. Ja, ich weine auch. Und wie du die Weine Bärbel auch gleich. so gesehen hast, hast du ganz genau gewusst, dass du schuld dran bist. Nein, du hast mir das Herz geschenkt. Aber du kannst leicht den Kummer von der Bärbel aufhören lassen. Brauchst nur das Herzl wieder hergeben. Nur, Ja. wo es doch ein Glücksherz ist. Ein Glücksherz ist es bloß dann,
wenn die Bärbel wieder glücklich ist und du auch. Weil du bewiesen hast, dass du selber auch ein gutes Herz hast. Was? Nicht an einem blechen Ding hängt's Glück, sondern an dem, was du damit magst. Also das, Ja. das verstehe ich nicht. Das will ich auch überhaupt nicht verstehen. Und mit dem Schusser ist das Gleiche. Wieso denn? Der ist bloß aus Glas, aber wenn du damit so lustig spielst und die freist, dass alles so seine Ordnung hat, nachher ist das ein Glück. Da drin, in dir. Was? So, und jetzt lass ich dich aus. Und jetzt mach, was du willst. Ich will den Schusser und ich will das Herz und ich gehe jetzt raus in den Hof, um den Schusser zu holen. Jawohl, ich gehe jetzt raus, um den Schusser. Ja, dann geh. Der Pumuckl ist wirklich in den Hof gelaufen. Aber auch wenn er es nicht wahrhaben wollte, die Worte vom Meister Eder sind ihm doch nicht aus dem Kopf gegangen. Zu allem hockte die Bärbel auch noch im Gras und spielte mit dem Schusser, von dem sie glaubte, dass er Pumuckl heißt. Und zwar spielte sie Orakel. Pumuckl, schön daherrollen. Daher. Bist ein lieber Pumuckl und tust mir das Herz also an. Wart, ich geb dir einen Schubs und wenn's bis zur Tonne kugelst, dann krieg ich das Herz halt wieder. Und wenn's nur bis dahin kugelst, ja mei, dann krieg ich's halt leider nimmer. Ui, kugel doch bis zur Tonne. Ui, ich krieg das Herz nimmer. Nummer, Pumuckl, Nummer. Und jetzt gut's. Wenn's bis zur Tonne kugelst, dann krieg ich das Herz wieder. Ich krieg mein Herz wieder. Ich krieg's wieder. Ich krieg's ganz bestimmt wieder. Wisst ihr, warum die Kugel mit solcher Wucht gegen die Tonne gekugelt ist? Nicht, weil die Bärbel so gut gezielt hat, sondern weil der Pumuckl nachgeholfen hat. Und seltsam, dieses kleine Nachhelfen machte den Kobold plötzlich ganz vergnügt, fast übermütig. Er wusste zuerst gar nicht so recht, warum. Er freute sich bloß, weil die Bärbel sich freute. Aber dann schien es ihm mit einem Mal schön, wenn die Bärbel sich nochmal freuen würde. Schnell lief er in die Werkstatt. Meister Eder tat, als würde er den Pumuckl überhaupt nicht sehen. Pumuckl sauste hinauf in die Wohnung. Und dann kam er herunter und schlenderte wie beiläufig zur Hobelbank. In der Hand hatte er das kleine goldene Herz. Du, ich habe das Herz wiedergefunden, schau. Da ist es. So. Und du, noch was, die Bärbel, die sagt zu meiner, so was Dummes, die sagt Pumuckl. Und dann hast du dir die Glaskugel weggenommen. Nein, das habe ich nicht. Ich habe sie bis zur Tonne hingekugelt. Und dann hinter der Tonne versteckt. Nein, du redst aber heute immer ganz falsch. Na schön. Dann hast du halt was anderes angestellt. Ja, was ganz anderes. Ich habe die Kugel bis zur Tonne hingekugelt, obwohl das bei dem vielen Gras sehr schwierig war. Aber die Bärbel hat mit sich gewettet, dass sie das Herz wiederbekommt, wenn die Kugel bis zur Tonne rollt. Und da habe ich ihr ein bisschen geholfen, die Wette zu gewinnen. Und da hat sie sich sehr gefreut. Aha. Und jetzt... Ja, und jetzt? Also eine gewonnene Wette ist eine gewonnene Wette, nicht wahr? Und da habe ich mir gedacht, weil sie sich also so gefreut hat darüber, dass sie eben wirklich gewonnen hat. Und da habe ich, gib ihr das dumme Herz. Ja, Pumuckl. Ja. Kleiner Pumuckl. Also du bist doch ein lieber Kerl. Ich hab's doch gewusst, dass du das Herz am rechten Fleck hast. Ja, ich habe es hinter die Bodenleiste versteckt gehabt. Das war nicht der rechte Fleck, nicht wahr? Nein. Nee. Weder für das goldene Herz, noch für dein eigenes war ein Versteck der rechte Fleck. Du kannst ja dichten. Ja. Fast so gut wie der liebe kleine Pumuckl. Ja, allerweil, wenn ich mich frei. Im Pumuckl steckt ein guter Kern. Drum hab ich mein Kobold allerweil gern. Na, was sagst du jetzt? Ich sage, dass du jetzt gleich die Bärbel rufst und ihr das Herz gibst. Und ich krieg dann, was für ein Spaß, meine Kugel aus rundem Glas. Ui, ui, 2 Dichter in einer Werkstatt. Wenn du mal nicht mehr schreinern magst, dann machen wir beide einfach nur noch Gedichte. Du, das wird erst schön dann. Pui, sauber wird es. Ja. Aber zuerst ruf ich der Bärbel, gell? Bärbel! Ja, Herr Eder. Komm mal her. Ja, was ist denn? Schau, was ich da hab. Ja, das ist ja mein Anhänger.
das ist er ja. Gell? Mei, bin ich froh, Herr Eder. Vielen, vielen Dank. Bitte, Bärbel. Aber jetzt kriege ich auch meinen Schuss wieder. Ja, hier, ich hab mit ihm gespielt. So, Ich hab ihn von da bis zur Tonne kugeln lassen. Kennen Sie das auch? von da bis zur Tonne. Das geht ja gar nicht. Da ist ja lauter Gras. Doch, das geht. Schauen Sie nur her. Hä? Ich hab fein grad. Gut magst du das, Pumuckl. Also, Bärbel, verlier dein Herzl nimmer. Na, ich geh jetzt gleich heim zu meiner Mutti und sag's ihr. Und ich hab jetzt meinen Glücksschusser wieder. Es ist nämlich doch ein Glücksschusser. Ja, jetzt ist einer, Pumuckl. Wirklich, alle waren jetzt glücklich und zufrieden. Ein paar Tage später ist der Meister Eder das erste Mal in seinem Leben in ein Juweliergeschäft gegangen. Und wisst ihr, was er dort mit einem kleinen Schmunzeln gekauft hat? Ein kleines, vergoldetes Herz. Und das hat er dann mit einem roten Schleifchen an die Schaukel gebunden. Der Pumuckl war überglücklich und wollte gleich ein ganz langes Gedicht mit Herz machen. Leider wurde es nur kurz, weil sich auf Herz nur Schmerz und Scherz reimt. Aber das reimte er ausgiebig, während er vergnügt hin und her schaukelte. Klaue nie ein Herz zum Scherz, denn es macht sonst jemand Schmerz. Und hat mal jemand Schmerz im Herz, dann ist das gar kein guter Scherz. Verjag den Schmerz mit Scherz, mein Herz, dann hat das Herz nie mehr nen Schmerz. Ui, dies ist ein wundervoller Vers. Ich meine natürlich Vers, aber das reimt sich nicht. Macht das was? Nein, das macht nichts. Findet ihr nicht auch, liebe Kinder? Und wie die Geschichte vom Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das erfahrt ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.